Distille. Dieses Tibet diese Woche eine wöchentliche Nachrichtenausgabe über Tibet, seine Heiligkeit der Dalai Lama und die tibetische Zentralverwaltung. Zunächst die heutigen Schlagzeilen. Seine Heiligkeit der Dalai Lama nimmt an Langlebensgebeten tibetischer Gruppen teil. Der tibetische Mönch Segal Gyatso wird nach monatelanger Haft in China in geschwächtem Gesundheitszustand freigelassen. Historische Resolution des tschechischen Senats bekräftigt die Autorität seiner Heiligkeit des Dalai Lama und lehnt Chinas Rolle bei der Reinkarnation ab. Minister aus Australien und Neuseeland äußern Besorgnis über Tibet. Vertreter Xi Jinping trifft den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Vertreter Dr. Zhongya Arya informiert japanische Abgeordnete. Wöchentlicher Ausblick, Jahr des Mitgefühls. An diesem Mittwoch nahm seine Heiligkeit der Dalai Lama an einem Langlebensgebet teil, das ihm von 3 tibetischen Gruppen dargebracht wurde: der Vereinigung der Menschen aus Zentral-Tibet, der Vereinigung der Menschen aus der Region Satura in Kham und der Vereinigung der Menschen aus Kirong. Die Vereinigung der Menschen aus Zentral-Tibet überreichte seiner Heiligkeit ein Emblem, das sie als World's Refuge Award, Preis für die Zuflucht der Welt, bezeichneten. Auch die Vereinigung der Menschen aus Dokhom Sachucha überreichte seiner Heiligkeit ein besonderes Andenken. An der Veranstaltung nahmen schätzungsweise 4.000 Menschen teil. Zuverlässige Berichte aus tibetischen Exilmedien haben bestätigt, dass der tibetische Mönch Segal Gyatso in einem stark geschwächten Gesundheitszustand aus chinesischer Haft entlassen wurde. Einigen Berichten zufolge wurde Segal Gyatso, ein 48-jähriger Mönch aus dem Zang-Kloster in Zolla, Tibet, um den 2. Juli 2025 von chinesischen Sicherheitskräften aus der Stadt Xining gewaltsam entnommen und 6 Monate später, am 2. Januar 2026, freigelassen. Trotz seiner Freilassung leidet er weiterhin unter schweren gesundheitlichen Problemen, darunter einer Verschlechterung seines Sehvermögens verursacht durch die anhaltende Einwirkung intensiven Lichts während der Haft sowie anhaltende Knieschmerzen. Nach seiner Freilassung haben die chinesischen Behörden weiterhin alle seine Bewegungen genau überwacht, ihn 3 Tage nach seiner Freilassung nach Xining zurückgerufen und von ihm verlangt, ein Dokument zu unterzeichnen, in dem er sich verpflichtet, keine Aktivitäten zu unternehmen, die den Wünschen der chinesischen Regierung zuwiderlaufen. Vor seiner Verhaftung war Segal Gyatso als Lehrer für tibetische Sprache an der 5-Wissenschaften-Schule des Zang-Klosters tätig und seit der Verhaftung seines Verwandten Khyentse Gyatso im Jahr 2008 waren er und viele seiner Familienangehörigen wiederholten Schikanen, Verhören und Überwachungen durch die chinesischen Behörden ausgesetzt. Die Menschenrechtsabteilung des Ministeriums für Information und internationale Beziehungen DIIR hat mindestens 80 bekannte Fälle von Tibetern dokumentiert, die als direkte Folge von Folter durch chinesische Behörden starben, und stellt ferner fest, dass in einer Reihe dieser Fälle die Familienangehörigen der Opfer selbst schwerwiegende Folgen aufgrund der Inhaftierung und des Todes ihrer Angehörigen erlitten haben. In einem historischen Zeichen internationaler Solidarität verabschiedete der tschechische Senat am 25. März 2026 eine wegweisende Resolution zur Verteidigung der Religionsfreiheit des tibetischen Volkes und seines ausschließlichen Rechts, seinen zukünftigen spirituellen Führer zu bestimmen. Der Antrag wurde mit einer überwältigenden Mehrheit von 40 Ja-Stimmen und keiner Gegenstimme angenommen, was eine einhellige Ablehnung der jüngsten gesetzgeberischen Bemühungen der Volksrepublik China signalisiert, die spirituelle Identität Tibets zu kontrollieren. Die von der Vizepräsidentin des Senats Jitka Seidlova eingebrachte und von den Senatoren Premsel Rabas, Pritislav Ryczlik und Jiří Růžička unterstützte Resolution unterstreicht die langjährigen Beziehungen der Tschechischen Republik zu Tibet. Tinle Chüki, Vertreterin seiner Heiligkeit des Dalai Lama von Tibet-Büro in Genf, begrüßte die Resolution und erklärte, dass die Tschechische Republik ihr Vermächtnis als Verfechter der Menschenwürde bekräftigte, indem sie dem tibetischen Volk in seinem Recht, seine eigenen Führer zu wählen, zur Seite stehe. Vertreterin Tinle Chüki nahm auch an einer Konferenz in Prag teil,
auf der die Sinisierung Tibets verurteilt wurde und hob die anhaltenden Herausforderungen hervor, darunter die grenzüberschreitende Unterdrückung und die systemische Kontrolle innerhalb Tibets. Die Konferenz zum Thema Desinisierung Tibets wurde von der Abgeordneten Helena Langšádlová in Zusammenarbeit mit dem Synopsis-Projekt und dem Orientalischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften im Senatsgebäude in der Tschechischen Republik organisiert. Die Veranstaltung brachte Parlamentarier, Wissenschaftler, Journalisten und tibetische Vertreter zusammen, um die politische und kulturelle Lage in Tibet unter chinesischer Kontrolle zu erörtern. Australien und Neuseeland haben bei ihren jüngsten gemeinsamen Ministerkonsultationen am 17. März 2026 ausdrücklich Bedenken hinsichtlich der Menschenrechtslage in Tibet geäußert. In einer gemeinsamen Erklärung, die im Anschluss an die australisch-neuseeländischen Außen- und Verteidigungsministerkonsultation veröffentlicht wurde, brachten die Minister beider Länder ihre tiefe Besorgnis über die Aushöhlung religiöser, kultureller, bildungspolitischer und sprachlicher Rechte und Freiheiten in Tibet zum Ausdruck. Das Announcement bringt die Außen- und Verteidigungsminister beider Länder zusammen, um strategische, sicherheitspolitische und außenpolitische Prioritäten abzustimmen. Die Gespräche 2026 fanden in Canberra statt. Der französische Präsident Emmanuel Macron brachte bei einem kurzen Gespräch mit Jixing Jinping, der Vertreterin seiner Heiligkeit des Dalai Lama für die EU, Westeuropa und den Maghreb anlässlich der Eröffnung der Ausstellung Byblos im renommierten Institut du Monde Arabe in Paris seinen tiefen Respekt für seine Heiligkeit den Dalai Lama zum Ausdruck. Vertreterin Jinping nahm an der prestigeträchtigen Eröffnung der Ausstellung Byblos im renommierten Institut du Monde Arabe in Paris teil, was einen bemerkenswerten Moment der Kulturdiplomatie darstellte. Ihre Teilnahme fand besondere Beachtung als bedeutender Ausdruck kultureller Präsenz auf der globalen Bühne. Die Einladung erfolgte durch die Präsidentin des Instituts, Anne-Claire Legendre. Der Vertreter Dr. Tsongyalpo Arya vom Verbindungsbüro seiner Heiligkeit des Dalai Lama traf sich diese Woche im japanischen Parlamentsgebäude in Nakatacho, Tokio, mit den Abgeordneten Eriko Yamatani und Akimasa Ishikawa, der Vorsitzenden bzw. dem ehemaligen Generalsekretär der japanischen Parlamentarischen Unterstützungsgruppe für Tibet. Vertreter Arya informierte die beiden Abgeordneten über das jüngste chinesische Gesetz zur Förderung der ethnischen Einheit und des Fortschritts, überreichte eine Zusammenfassung des Gesetzes und erklärte, dass das Motiv hinter dem Gesetz der KP China darin bestehe, die Politik des Regimes zur Zerstörung und Assimilation der Identität, Sprache und Kultur der Minderheiten sowie die Kriminalisierung von Aktivitäten, die sich diesen Assimilationsbestrebungen widersetzen, zu legitimieren. Das Tibet-Informationsbüro in Canberra veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Großen Stupa des universellen Mitgefühls am 22. März 2026 im Rahmen des Jahres des Mitgefühls ein internationales Symposium an der Großen Stupa in Bendigo. Die Veranstaltung brachte rund 200 Teilnehmer zusammen, darunter buddhistische Führer, Wissenschaftler und Vertreter der Gemeinschaft, um zu erörtern, wie zeitlose buddhistische Werte praktisch angewendet werden können, um zum Aufbau einer friedlicheren und harmonischeren Welt beizutragen. Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahr des Mitgefühls wurde am Mittwoch dieser Woche im Gebiet Sa Thawn erfolgreich eine groß angelegte Säuberungsaktion durchgeführt. Die Initiative wurde unter der Leitung des lokalen Gotung-Organisationskomitee der tibetischen Siedlung Kato in Sa Thawn organisiert. Rund 60 Teilnehmer, darunter Bewohner der Siedlung und Mönche des Kato-Nyingma-Klosters, beteiligten sich aktiv an der Aktion. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal.